Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Deutschland-Spielanalyse. Drittes Spiel bei der WM. 2:1 gegen Ecuador verloren. Wild. Ich weiß, oder ich höre es schon wieder. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich bin direkt nach dem Spiel. Ich habe jetzt keine irgendwelche Berichte oder sonst was gesehen, aber sehr wahrscheinlich wird man erzählen, ja, das ist der richtige Zeitpunkt, ne, da nochmal wach werden und ging ja für uns um nichts und ja, ein bisschen Schongang drinne und bla bla bla. Ähm, Du kannst ja ein Spiel verlieren, so, ne, gar keine Frage, aber nicht auf diese Art und Weise. Also ich bitte euch, ja. Also das waren ja heute alle Baustellen in dieser Mannschaft, die diese Mannschaft hat, waren ja heute offen. Sämtliche. Ja. Ich habe 2 Spieler gesehen, die einigermaßen Normalform hatten. Das war einmal 'n Wirtz und den hast du schon wenig gesehen, aber wenn vorne irgendwas war, hast du 'n Wirtz gesehen und 'n Jonathan Tah. Alles andere unterirdisch. Durch die Bank, ja. Ganz wild. Völlig verdient das Spiel verloren. Völlig verdient, ja. Irreguläre, Führung, ja. Ich weiß nicht, warum dieses Tor gegeben wurde, trotz VAR. What the fuck? Hä? Also, wenn du das Bein so hast auf der Höhe, also, jetzt mal ernsthaft. Über was reden wir? Ja, ob er ihn getroffen hat oder nicht, das gefährliche Spiel wird immer abgepfiffen. Also, ähm, weiß ich nicht. Fand ich sehr schwierig. Ich meine, dass dann ausgerechnet noch Leroy das Tor gemacht hat, Hut ab. War auch seine einzig gute Offensivaktion. Ansonsten vorne nur Bälle verloren. Ähm, Fairerweise hat da hinten mehr defensive Zweikämpfe gewonnen wie Joshua Kimmich, weil ich habe 2 gewonnene gesehen. Von Kimmich habe ich nicht einen gewonnenen gesehen. Also von daher alles gut, ja. Ja, keine Ahnung. Wir haben ganz gut angefangen. Ähm, Haben dann das Tor gemacht, wie gesagt, was nicht hätte zählen dürfen und ja, weiß ich nicht, dann hat Ecuador irgendwie so für sich beschlossen: „Ey, alles klar, wir haben jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Wir ballern jetzt, alles rein und gehen nach vorne“ und, ähm, haben ganz klar das Spiel bestimmt, haben das 1:1 gemacht, was völlig verdient war. Ob man da Neuer 'n Vorwurf machen kann, I don't know. Fällt schon ziemlich langsam, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich glaube, 'n spritzigerer Torwart wäre da vielleicht noch drangekommen. Hat natürlich 'n bisschen schwer gesehen, weil irgendwie so zwischen der Beine bei Pavlo durch, aber weiß ich, würde Neuer da jetzt nicht ganz rausnehmen, aber wird natürlich wieder ganz rausgenommen, brauchen wir uns da nicht drüber unterhalten. Dann hat uns das Situation Break auf jeden Fall gerettet. So fair muss man sein. Bis dahin hat nur Ecuador Fußball gespielt. Danach waren wir wieder besser drin, konnten das Spiel beruhigen, haben 'n bisschen mehr Ballbesitz gehabt wie vorher und sind dann so in die Pause geschlendert, ne? Man kann froh sein, dass Ecuador sehr ideenlos war, ja. Sehr unkreativ vorne und dass die nicht irgendwie den vorletzten Ball oder den letzten Ball, ab und wann mal ein bisschen besser gespielt haben, ja. Und dass sie da nicht irgendwie 'n Killerstürmer da vorne hätten, dann wäre das heute ganz, ganz böse ausgegangen, also. Weiß ich nicht, wenn ich das jetzt mal alles so ins Verhältnis setze, ja, Spiel eins jetzt bei bestem Willen, auch wenn die Ergebnisse danach natürlich 'ne Ecke besser waren. Ähm, für den Gegner kannst du nicht wirklich zählen. Gegen die Elfenbeinküste, denke ich, wurden uns schon unsere Grenzen aufgezeigt teilweise, ja. Und heute, ich meine, heute war noch nicht mal 'n Spieler aufm Platz, der schneller war wie Kimmich. Trotzdem hat Kimmich keinen defensiven Zweikampf gewonnen. Also, wir können das noch niemals auf die Schnelligkeit schieben. Ja, ich frage mich nicht, Rüdiger unterirdisch, ja. Ähm, Gehen wir gleich durch, kurz die Spieler. Zweite Halbzeit, ja, keine Ahnung. Das ist einfach einer WM unwürdig. Das wird der Titel. Einer WM unwürdig, weil genau das ist es. Ja, im Freundschaftsspiel kannst du so auftreten, so, weißt du? So kannst du Ringelpitzen mit anfassen, machen. Ja, ich verstehe auch, ja, man ist weiter, man muss nicht, bla Sülz. Junge, das ist 'ne Fußball-WM. Punkt. Mehr brauche ich nicht argumentieren eigentlich, ja? Und dann ist diese
Leistung dieser Mannschaft eine Frechheit. Ich meine, ich brauche jetzt nicht wieder die ganzen Themen auffahren, dass wir keinen Kapitän auf dem Feld haben, der nur ansatzweise da mal irgendwie Führung übernimmt. Dass dann Rüdiger die Kapitänsbinde gekriegt hat, ist für mich der Hohn schlechthin. Ähm, immerhin hat er sich an die Form seines Kapitäns angepasst, weil die war genauso schlecht und genauso wenig Einfluss oder Führung hat Rüdiger übernommen. Anscheinend ist das heutzutage einfach so. Ja, wer die Kapitänsbinde hat, muss kein Führungsspieler sein. Außer vielleicht in England, wo Harry Kane die Kapitänsbinde trägt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Kapitänsbinde in der Nationalmannschaft zu bedeuten hat. I don't know. Kann sein, dass das außerhalb des Platzes irgendwas bedeutet. Auf dem Platz definitiv nicht. Ja. Gut. Wie gesagt, vielleicht ist es nur dieser große Ausrutscher und der richtige Schuss zur richtigen Zeit vom Bug. Ich wage das zu bezweifeln, was ich heute gesehen habe. Hat alles bestätigt, was ich vor dieser WM gedacht habe. Ja, bevor ich zur Spielerbenotung komme, das große Problem war halt wohl heute in allererster Linie unsere Zentrale. Ja. Ich meine, wir haben eh keine Verbindung gehabt zwischen Angriff, Mittelfeld und Abwehr. So gefühlt hat das nicht stattgefunden. Ja. Aber unsere Zentrale war tot. Da war defensiv nichts, da war offensiv nichts, da war keine Bindung zwischen beiden Ketten, gar nichts. Ja. Und da siehst du halt auch, warum Mecha so oder Metscher, warum er in Dortmund spielt und nicht bei irgendeiner Spitzenmannschaft. Ja. Das hast du heute gesehen. So, aber das war unterirdisch, das Spiel. Ja. Und dann reicht das nicht für eine Spitzenmannschaft, wo du in der Regel, wenn du nicht gerade Joshua Kimmich heißt, auf jeden Fall jedes Spiel performen musst. Ja. Das waren 2 sehr gute Spiele, die er bisher gemacht hat, so keine Frage. Aber da muss heute natürlich viel, viel mehr kommen. Ja. Nicht nur von ihm, von allen anderen. So, ja, aber wild. Wild, wild, wild. Gut, ich würde sagen, wir halten es wie letztes Mal auch. Ist spät, wir geben ein bisschen Gas. Ja, zu meinem Take, dass das auch eine völlig verdiente Niederlage ist, denke ich, können wir uns mal ein paar Statistiken angucken. Nehmen wir die wichtigsten Toraktionen: 1,51 für Ecuador, XG-Goals 0,65 für Deutschland. Torschüsse 7,11, gespielte Pässe 379 zu 592, Flanken 9,14, Dribblings 18,22, davon erfolgreiche 44,32. Ballbesitz 39,61, Zweikämpfe 51,49. Ja, man sieht sehr ausgeglichen. Ja, natürlich haben wir ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, haben dadurch natürlich auch mehr Pässe gespielt. Wenn man sich aber die Pässe anschaut, ja, war das auch eher nicht the yellow from the egg. Ja, der Gegner hat schon öfter mal versucht, auch in die Tiefe zu spielen. Das habe ich bei uns jetzt nicht so häufig gesehen, wenn man ehrlich ist. So. Ja. Gehen wir es kurz durch. Ich würde sagen, wir fangen mal unten an. Bei Manuel Neuer. Ja, weiß ich nicht. Manuel Neuer Note 5, Alter. Ja, das zweite Tor geht zu 100% auf seine Kappe. Ja, auch Tah war vielleicht seine einzig wirklich schlechte Szene. Kann er natürlich ein bisschen anders agieren. Aber was ein Neuer da macht. Ist der Ball schon da? Ist er schon in meinen Arm? Oh, nee. Ach. Junge, was ist das denn? Du kannst doch nicht passiv da in dieser Situation sein als Torwart. Da gehst du mit der Fäuste hin und knallst das Ding weg. What the hell? Ja, sorry. Ja, wie gesagt, erste Gegentor habe ich gerade schon gesagt, würde ich in Neuer auch nicht komplett von freisprechen, meiner Meinung nach. Das war's, was Neuer aufs Tor gekriegt hat. Ja, ein Ding noch, was er schön direkt da, den musste halten, so den hat er abgewehrt, zur Seite abgewehrt, anstatt den zu fangen. Das hätte, weiß ich nicht, ja. Und ansonsten, wenn er den Ball nicht irgendwie nach Josh spielen konnte, war er maßlos überfordert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man sich dieses Fass aufgemacht hat zur WM. Völlig unnötig und
Ja, Manuel Neuer hat genau das gezeigt, was er über die ganze Saison beim FC Bayern gezeigt hat. Immer wieder für so 'n Aussetzer gut, immer wieder gut, gerade wenn er alle 3 Tage spielen musste. War bei uns auch 'ne Vollkatastrophe. Ähm, und das muss er bei 'ner WM und ja, dann sieht das so aus, wie's grade aussieht. Nicht überraschend, von daher Note 5. Joshua Kimmich, Note 5. Ähm, warum Note 5? Ja, weil ich 1, 2 gute Bälle nach vorne gesehen habe. Gut, in Anführungsstrichen, weil die Mannschaft heute generell nicht gut nach vorne gespielt hat. Ähm, und wir uns auch 'n kleines bisschen Luft nach oben lassen müssen, was die Schlechtigkeit der Note angeht, weil wenn da noch andere Gegner kommen, wird Nürnberg noch schlechter aussehen, wie er heute schon ausgesehen hat. Ja, also, ich habe heute nicht viele defensive Zweikämpfe, die vernünftig geführt wurden von Josh gesehen. Hat Glück gehabt, dass die Schiedsrichterin in der ersten Halbzeit jeden Furz gepfiffen hat, ja. Kimmich sich zweimal wieder auf den Boden geworfen, obwohl das nichts war, und hat da zweimal den Pfiff gekriegt. Absolute Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, wer ihn das, eingebläut hat. Hätte die gute Dame so gepfiffen, wie alle anderen Schiedsrichter dieser WM bisher gepfiffen haben, dann wären das beides mal keine Fouls gewesen. Hätte er keinen Pfiff gekriegt. In der zweiten Halbzeit, vielleicht ein kurzes Wort zur Schiedsrichterin, in der zweiten Halbzeit hat sie dann genauso gepfiffen wie alle anderen Spiele, die ich bisher auch gesehen habe, ja. Wenn's 'n grobes Foul war oder wenn's 'n richtiges Foul war, und kein Vorteil entstanden ist, gab's 'n Freistoß. Gab's auch mal 'ne gelbe Karte, wenn's 'n taktisches Foul war. Aber dieses ganze: „Ey, ich werfe mich auf 'n Boden“ Geschichte, wurde dann auch nicht mehr gepfiffen, ne? Vielleicht hat sie da 'n kleinen Hinweis in der Halbzeit bekommen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Jonathan Tah ist der Einzige, den ich heute einigermaßen Normalform attestieren würde, Note 3. Wie gesagt, sah beim Gegentor jetzt auch nicht so gut aus, ist aber die einzig schlechte Szene. Hatte noch einen Ballverlust weiter vorne, den er selber gut gemacht hat. Das war okay. Anthony Rüdiger, Note 5. Ich weiß nicht, wofür der aufm Feld war. Von dem Mann nichts gesehen, gar nichts. Außer wieder ein, zweimal irgendwelche affigen Aktionen, wenn der Gegner 'ne Ecke hatte, die einfach, weiß ich nicht, deutsche Nationalspieler auch nicht würdig sind, Alter. Sage ich euch, wie's ist. David Raum, Note 5. Habe ich nicht wahrgenommen, den Mann. Habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal über die Mittellinie gesehen. Ähm Nix, gar nix. Metscher, ja, bleiben wir dabei, Note 5. So, I don't know, was der Mann gespielt hat. Hatte ein, 2 katastrophale Ballverluste auch vorm Tor, was wir kassiert haben, das 1:1. Ja, ich habe es grade gesagt, ja. Ist vielleicht der Grund, warum man in Dortmund spielt und nicht bei irgend 'ner Spitzenmannschaft. Ähm Gar nix war das. Viele Ballverluste gehabt nach vorne, gar nix. I don't know. Die Zentrale war fast nie besetzt. Da war Pavlo noch mehr in der defensive Zentrale, wie's 'n Matcher war. Auch wenn's beim Pavlo auch nicht besser war. Kommen wir zu Pavlo, Note 5. Gibt's nix zu beschönigen, gar nix, Alter. Ja, ich weiß nicht, was Pavlo also, mit diesen Leistungen wird der nächste Saison nicht viele Spiele bei uns machen. Da sehe ich Tom Bischof aber ganz klar vorne. Vielleicht liegt's daran, dass es einfach 'ne lange Saison war so, ja, dass man einfach 'n bisschen überspielt ist. So, kann sehr gut sein. Ähm, auch Pavlo heute viele unnötige Ballverluste, schlechte Bälle, kaum Zutrauen. Es war keine Bindung zwischen Abwehr und Angriff da, gar nicht, 0. Es war aber auch keiner da, der das dann mal in die Hand genommen hat. Damit kommen wir auch zu Musiala, Note 5, ja. Könntest du sogar über 'ne 6 reden. Ähm, wenn ich der Zehner bin und ich sehe es ist keine Bindung da, ja, dann lass dich fallen, Alter. Lass dich auf 'ne Achterposition fallen, hol die Bälle hinten ab. Aber nein, das konnte er ja nicht machen, weil alles, was wir von Jamal Musiala gesehen haben, war aufm Boden sitzen, die Hände aufn Boden hauen, nach jedem Zweikampf 300 Kugeln machen, direkt zur Schiedsrichterin gucken, ob sie 'n Freistoß gibt. In der ersten Halbzeit hat sie's ja noch gepfiffen, in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr. Junge, ja, es ging mir schon beim FC Bayern hart auf die Nüsse, Alter. Ähm I don't know, auch der wird in dieser Form
Und ich bezweifle, dass der nächste Saison zum Saisonstart einfach wieder so irgendeine bessere Form hat oder eine andere Einstellung hat, weil das ist halt einfach auch eine Einstellungssache, dieses, ja, ich bin jetzt der große Star beim FC Bayern und ich muss jetzt keine Zweikämpfe mehr führen und wenn ich einen Zweikampf führe, dann schmeiße ich mich auf den Boden und verlange, dass ich einen Freistoß kriege, was er seit seiner Vertragsverlängerung einfach an den Tag legt, was er vorher gar nicht hatte. Du musstest vorher Musiala wirklich richtig faulen, ja, damit er echt mal auf dem Boden blieb. Ansonsten, ja, wenn er aus dem Tritt war, ja, dann ist er hingefallen, ist aufgestanden, hat gleich weitergemacht. So, das hat ihn ausgezeichnet, ja. Und nicht dieses Rumlamentieren, so, hey, ich bin Jamal Musiala, ihr dürft mich nicht einen Zweikampf verwickeln. Absolute Vollkatastrophe, Alter. Ja, wenn der sich auch nicht mal langsam rafft, wird der auch eine super schwere Saison beim FC Bayern haben. Gut, kommen wir zu Florian Wirtz. Wie gesagt, der Einzige, der da ansatzweise mal Akzente setzen konnte vorne. Ja. Und der war schon nicht gut. Ja, würde ich bei einer 3,5 sehen, weil er der Einzige war, der da vorne Akzente gesetzt hat. Leroy Sané, sorry Leute, auch wenn er ein Tor gemacht hat, ist das für mich Note 5. Das Tor hätte nicht zählen dürfen, war seine einzige Offensivaktion. Nochmal hatte 2 gute Defensivaktionen. Machen wir eine 4,5 raus. Ja, machen wir eine 4,5 raus. Ne, machen wir eine 4 raus, weil er hat 2 defensive Zweikämpfe gewonnen. Bei Josh habe ich gar keinen gesehen. Machen wir eine 4 raus. Aber er hat ja auch ein Tor geschossen, auch wenn es nicht hätte zählen dürfen, kann er ja nichts für. Ja, stark, stark. Kai Havertz, mein Namensvetter, Note 6, Alter. Punkt. Den habe ich gar nicht wahrgenommen. 0. Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen. In den ganzen, 60 Minuten, die er auf dem Feld war oder was war er? Wo ist er? 60 Minuten. What the fuck, Alter? Das ist unser deutscher Stürmer. Ja, Hut ab, Alter. Gut, kommen wir zur Einwechslung. Stiller für Pavlovic, Note 5. Eigentlich Note 5,5. War noch schlechter wie Pavlovic. Noch schlechter. Noch weniger Einfluss aufs Spiel. Auch da nicht einmal das hingekriegt, dass man mal eine Verbindung hatte zwischen Abwehr und Angriff. Oder generell, dass mal durch die Zentrale mal irgendwas entstanden ist. Gar nichts. 0. Dennis Undav, Note 5, Alter. Ja, mach eine 4 raus, weil er Ehrgeiz gezeigt hat. Ja, was soll er auch malen? Er hing halt auch in der Luft. Ja. Ich meine, kannst du für den Kai Havertz auch anführen, das Argument. Aber Kai Havertz ist ja eigentlich so der spielende Stürmer. Ja, ja, Undav hat den einen Schuss noch gehabt aus Spitzenwinkel. Ja, so. Aber ansonsten, wie auch. Wir haben ja nicht nach vorne gespielt. In der zweiten Halbzeit. Tiaf, wie auch immer man ihn ausspricht, ich weiß gar nicht, wo der her ist. I don't know, habe ich noch nie vorher gehört, gesehen, was auch immer. Er hat dann, rechter Verteidiger gespielt. Ja, würde ich bei einer 4 sehen. Er hatte 1, 2 schwierige Ballverluste. Ansonsten hat er einen robusten Körper, den wusste er auch einzusetzen. Ja. Bayer, für mich Note 5. Ich habe nichts gesehen. Nichts. Rein gar nichts. Ich weiß nicht, warum dieser Spieler mit zu einer WM fährt. Genauso wie der nächste, Pascal Groß. Diese Spieler fahren zu einer WM und ein Tom Bischof sitzt zu Hause. Ja, Hut ab. Ja, Hut ab. I don't know. Ja, genauso wie der ein oder andere Spieler, der wirklich stark ist, der es wahrscheinlich verdient hätte, da hinzufahren, anstatt das Zeug, was da gerade so rumdümpelt. Ich kann natürlich jetzt nicht so den super Vergleich so bei David Raum, bei Florian Wirtz oder Metscher und so sagen. Klar kennt man so ein bisschen das Leistungsniveau, was die haben können, aber so wirklich kann ich es halt nicht auf eine lange Saison sehen. Bei unseren Bayern-Spielern kann ich das natürlich. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wenn ihr durch Zufall hier hingekommen seid und ja, das ist Josua Kimmichs Leistungsniveau. Das ist nichts Außergewöhnliches. So war Josua Kimmichs Saison. Ja, Manuel Neuers Saison war genauso. Tars Saison war gut. Wie gesagt, war auch der einzige Lichtblick. Pavlovic, ja, ist auch so durchwachsen, wie seine Saison war. Ja. Das ist aber schon seit WM-Start. Und Musiala, ja, Musiala ist auch das Leistungszenit, was er gerade zu leisten imstande ist. Ja. Ich habe es ja gerade schon ausführlicher versucht zu erklären.
Er muss einfach mal wieder an seiner Einstellung arbeiten und nicht denken: „Ey, ich bin hier der große Lionel Messi“, weil das ist er nicht. Und da muss er mal wieder in der Birne klarkommen und mal dahin zurückkommen, ja. Das ist, was ich zu den Bayern-Spielern sagen kann. Ich habe jetzt nichts gesehen, was mich überrascht hat bei den Bayern-Spielern. Auch vorher den Spielen schon nicht. Auch da waren Kimmich nie überragend, auch da waren Pavlovic nie überragend. Manuel Neuer war nicht geprüft, Tah war immer souverän und Musiala hat nie stattgefunden. Und genauso ist es jetzt auch gewesen. Ja. Und Leroy Sané kann ich natürlich auch beurteilen, habe ich jahrelang gesehen beim FC Bayern. Leroy Sané hat das gemacht, was Leroy Sané macht. So, ja, man kann ihm nichts vorwerfen. Heute von der Einstellung her hat viel mit nach hinten gearbeitet, ist viel gelaufen, nach vorne hin keinerlei Durchschlagskraft, nur Ballverluste, abgesehen von dem Tor. Ja, das ist auch Leroy Sané, wie er ist, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, das war heute Ecuador. Ja. Nochmal, wir können einen Haken dran machen und argumentieren, ja, wir waren halt nicht ganz so motiviert, wir sind ja schon durch, ja, jetzt Gruppenerster war ja schon safe. Können wir so tun. Ne? Die erste Topmannschaft wird uns sowas von den Arsch aufreißen, Alter. Sag ich euch, wie es ist, ey. Du kannst nur hoffen und beten, dass ein Brown, ich weiß nicht, wie weit er verletzt ist, ein Brown bis zum nächsten Spiel oder spätestens übernächsten Spiel, falls wir irgendwie das nächste Spiel weiterkommen sollten, wieder da ist. Ähm, Katastrophe. Also die Viererreihe, abgesehen von Tah, ist ja, definitiv kein WM-Niveau. Kein Kimmich, kein Rüdiger und kein Raum, Alter. Davor mit einem Pavlovic und einem Metscher, defensiv gesehen, boah, ist das auch wild. Ja. Und vorne brauche ich gar nicht erst anfangen mit einem Sané, der einfach lieber Sané ist, mit einem Musiala, der einfach keine Form hat, mit einem Kai Havertz, mit dem sein Fußball ich noch nie was anfangen konnte. Ja, und Florian Wirtz, der irgendwie auch nicht an seine Form in Leverkusen anknüpfen kann. Ja, dann reicht das gegen Gegner wie Curaçao, dann reicht das mit ein bisschen Glück gegen eine Elfenbeinküste, aber wenn es dann schon an Ecuador scheitert, Alter, ja, da malt euch mal aus, wenn da eine Mannschaft von Kaliber kommt wie Frankreich oder eine Mannschaft mit einem starken Stürmer wie Harry Kane oder ich meine, die Elfenbeinküste hat unsere Schwächen gnadenlos aufgezeigt und wenn die Elfenbeinküste den vorletzten und letzten Pass besser gespielt hätte, ein bisschen mehr Qualität da gehabt hätte, Alto Belli, ja, und dann wäre das auch schon wild geworden eventuell. Und die Qualität hatte Ecuador heute auch nicht, ja, und sie haben uns trotzdem 2:1 besiegt. Ja, jetzt reden wahrscheinlich alle vom Wachrüttler, der hier sein musste. Ja, werden die nächsten Spiele zeigen, ja. Wenn es überhaupt noch Spiele werden. Ich meine, wenn es Paraguay kommt, ja, so ein bisschen Ecuador-mäßig, musst du eigentlich schlagen in ein K.O.-Spiel. Ja, aber I don't know. Vielleicht war es der Schuss vom Bug, den du gebraucht hast, damit du im 16. Finale wenigstens noch weiterkommst. Danach wird es wild werden. Mal schauen. Leute, bin weg, Bett, müde, schlafen, morgen früh raus. Nichtsdestotrotz nehmt es nicht so schwer, wie ich schon sagte, ja. Argumentiert gerne damit, dass es der richtige Zeitpunkt war, der Schuss vom Bug, den man gebraucht hat. Völlig okay. Wir werden sehen nach dem nächsten Spiel, wer recht behält oder nicht. Tschö.